Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Wir landen natürlich wieder sofort in einem Kampf gegen irgendwelche Dinger hier, wieder Laserwache. Hightech-Teile hier. Alter Falter, Glenn haut mittlerweile Crits raus, die sind echt nämlich feierlich. Und Robo und Chrono eine Level. Sehr schön. Lapis gibt's auch nochmal. Versteht ihr denn nicht? Dieser Planet wäre friedlich, gäbe es keine Menschen und dennoch wollt ihr kämpfen. Warum? Hoffnung und so, ne? Stirbt ihr bekanntlich zuletzt? Attackiert ihr mich oder ihr scheint wohl friedlich zu sein? Ja, aber die nicht. Okay. Ja, ich hab's mir doch gedacht, dass die Laserwache auch nochmal irgendwas zu sagen hier. Glenn, mach den mal platt, bitte. Ich fühle mich da erheblich sicherer, wenn der weg ist. Oh, der ist immer noch da. Huch! Der attackiert jetzt ja irgendwie die Laserwache. Uah. Okay, ja, kein Wunder. Dann sollten wir vielleicht die andere Laserwache attackieren. Einfach mal so just for fun. Dann kann die uns nämlich nichts machen. Glenn. Sehr schön. Und dafür gibt es nochmal so einen Ekelstrahl auf alle. Boah, das haben wir auch nicht was abgezogen. Und hauen nochmal auf den Washing. So, weg ist er. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns nochmal alle heilen. Ah, die Musik hat echt was Hypnotisches, finde ich. Wie gesagt, irgendwie vor meinem inneren Ach sitzt da einfach so ein dicker Kerl auf der Couch, der sich die Chips neu schaufelt. Oder vielleicht was zockt, sowas Kleines. Vielleicht so Mario Kart oder sowas zockt dabei. Okay. Hoch. Huch. Hey. Laserwache. Oh. Sofort wieder was aktiviert. Der war da links versteckelt. Okay. Moment. Eventuell kann ich den wieder aktivieren, wenn ich rausgehe und das Ganze nochmal trigger. Robo lernt Teilstrahl und Doppel-Attack Kraftwälder. Sehr cool. Das ist nämlich auch so Laserschranke. Warte mal. Ah ja, okay, aber der Roboter ist jetzt leider hinüber. Kriege ich den wieder möglicherweise respawned? Gucken wir nochmal. Ah, es ist so behäbig einfach die Musik. Nee, der ist hinüber. Okay. Schade. Und hier können wir auch noch was. Dann joggen wir doch mal hier. Da können wir aber nichts reisen derzeit. Dann müssen wir uns wieder aufladen dafür. Nee, das bringt uns hier nichts. Guck, wie der joggt, der Robo. Ist großartig. Ah ja, das war... Stimmt, das war hier in dem Gebiet, genau. Da muss ich jetzt durch. Dann ist er aufgeladen. Wow, das wird jetzt so ein Jogger. So. Fort mit dir. Mit dich habe ich gezeigt. Und yo. Puh. Gerade noch so Glück gehabt. Der macht nichts. Okay. Hyperäther. Und ein volles Äther. Hier ist aber nichts. Huch, was macht dann der hier? Folgst du mir oder was schaffst du? Was machst du dann hier, du Kerl? Kommt der mir hinterher oder wie schaut's aus? Und der watschelt mir hier freundlich hinterher. Okay. Na gut, dann komm mal mit, Kerle. Ich hab... glaube ich, er wird für dich. Komm mit. So. Ich glaube, ich weiß, wo du hingehörst. Komm.
komm schon. Na? Genau, so, hier, brav entlang. Komm mit. So. Gut, gegen den kämpft er nicht, da macht er nichts. Aber möglicherweise hilft er bei dem anderen, der uns so hartnäckig den Zugang verweigert. Komm mit. Komm, sein braver Roboter. Ja, du ist ein anderer Kumpel noch. Ja, sehr schön. Gut. Einmal Wachhut und noch sowas hier. Gut. Okay, was mache ich jetzt mit dem Ding? Jetzt weiß ich erstmal nicht, wo hier weiter. Wir könnten jetzt ein Motto hier. Ne? Okay. Dann gibt man nochmal 1 Sekunde, dann lese ich gerade mal, wie es da weitergeht. Bin sofort wieder da. Da bin ich jetzt wieder. So. Ja, bevor ich hier rumirre wie ein Idiot, war es mir da lieber. So, jetzt gehe ich nämlich hoch. Ich wäre jetzt nämlich sofort wieder an der Eingang gegangen und das wäre jetzt nicht so toll gewesen. Dann joggen wir hier runter. Moment, da war noch was auf dem Boden. Ich nehme doch immer gleich, was auf dem Boden liegt. Vor allem, wenn es eine Kraftpille ist. Unseren Muskelprotz, Chrono, braucht man wieder was. So, sehr schön. Und weiter geht's. Okay. Huch. Willkommen zu Hause, Prometheus. Rosa, die Version von ihm. Atropos? Ja, es ist lange her, nicht? Du kannst jetzt aufhören, dich zu verstellen. Du hast uns etwas vorgemacht. Muaha! Im Gegensatz zum Rest der R-Serie hatte Prometheus eine besondere Aufgabe. Unter Menschen leben und sie als Spezies studieren. Unmöglich. Sag es ihnen, Prometheus. Das sieht aber etwas bitter aus. Für uns. Ja, kann ich mich hier... Ah ja. Punkt. Tritt nun beiseite. Wir entsorgen diese Menschen und besuchen Mutter. Robo. Was tust du, Prometheus? Ich lass nicht zu, dass du sie verletzt. Du bist in der Tat defekt. Sie haben dich manipuliert. Ich vernichte sie und repariere dich dann. Atropos, du warst früher anders. Genau. Dank Mutter kann ich Menschen nun effizienter vernichten. Aus dem Weg, Atropos. Mein Name ist Robo. Prometheus. Halt, warten und überlassen das mir. Atropos. Prometheus. Ja, jetzt gibt's Robo-Keile, ne? Ha. Ja komm, stößt Gegner. Passt doch, wenn es hier sei frei ist. 308, nicht schlecht. 803 hat's gemacht, nicht schlecht. Ja, der braucht halt ewig und 3 Tage, bis er aufgeladen ist. Gerade nochmal auf der Washing. Und 800 Silber. Oh. Atropos XR. So, nochmal. Ja, die ist durchaus ein schnelleres Modell. Nochmal so ein Angriff und ich bin geliefert. Okay, gut. Sie heilt sich. Sehr schön. Dann nehmen wir ein volles Tonic. Sehr schön.
Ja, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich jetzt definitiv geliefert. Ah, doch nicht geliefert gewesen, aber trotzdem nah dran. Ha, ha, ha. Ohne als weiter drauf. Sektorbombe. Oh, oh, das gefällt mir nicht. Okay. Glück gehabt, das war nicht besonders stark. Oh, nochmal drauf. Habe ich dich endlich? Nee, also nicht. Die lacht nur die ganze Zeit blöd. Sektorbombe wieder. Ja, ist das, wie viel halten die dann aus? Rosa Metall ist offensichtlich wesentlich stärker als das, was er hat. Er hat ja gesagt, er ist aus Leichtmetall, zumindest seit Bäh. So, noch einmal. Ratsch. Alter, jetzt mach mal endlich schlapp hier. So. Und dann noch ein Tonic. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ich will halt nicht nochmal riskieren, dass die so einen 300er-Angriff bei mir setzt. Und Robo-Angriff. Hopp. Ja, du schwächelst langsam. Jetzt lacht sie wieder blöd in die Kamera und macht wieder Bombe. Okay, komm. Ah, ich hoffe, die hält nicht mehr lang durch. Na, also. Ich bin Okay. Nicht besonders stark bist du. So. Prometheus. Es ist Äonen her. Atropos. Ich bin beschädigt. Was ist geschehen? Atropos. Meine Speicherbänke. Mutter muss mich auf gemeine Weise umprogrammiert haben. Speicher teilweise erhalten. Es tut mir leid, Prometheus. Atropos. Hier für dich, für deine Schaltkreise. Bitte pass darauf auf. Leb wohl, Prometheus. Und abgestunken. Atropos Schleife erhöht Robos Geschwindigkeit um 3 und seine magische Verteidigung um 10. Hui. Die kriegt er natürlich um. So, aber nur weil du es bist. Haben wir dann Atropos Schleife? Haben wir die irgendwo hier? Verteidiger, Handschuhe, Schleifer. Nee. Treffer plus 2. Nee. Wir gucken gerade mal. Sortieren. Prismateil, bla bla bla, bla bla bla. Schleife einfach nur. Treffer plus 2. Nee, finde ich leider nirgendwo. Nur Schleifer. Okay, dann sollten wir aber auf jeden Fall hier nochmal speichern. Deswegen erst einmal eine Unterkunft und speichern. So. Perfekt. Dann Hört gut zu, Menschen. Lavos Kinder werden eines Tages auf anderen Planeten nach Beute suchen müssen. Diese Welt könnte sie erhalten, wenn da nicht die Menschen wären. Wir Roboter werden eine neue Ordnung schaffen, eine Nation aus Stahl und purer Logik, ein Paradies. Unsere Spezies wird euch ersetzen. Also unterlasst den sinnlosen Kampf und gebt euch ewigem Schlaf hin. Nein. Da geht's auch noch wo hier? 15.000 Gold gefunden. Das nehme ich doch liebend gern, sowas. Solche Liebesbeweise nehme ich gern. Ah, wieder mehr Laserwache. Die müssen wir jetzt halt relativ fix vernichten. Zack.
nicht hier auf Drama Queen Robo und kämpf. So, zack. Glenn, du auch nochmal? Ah ne, Chrono. Sorry, mit Glenn. So. Und Chrono darf noch einmal... Boah, Alter. Glenn, du Tier. Sehr schön. Ups. Jede Menge Laserwache. Warten wir mal. Da können wir doch genauso gut Gewitter 2 für euch alle machen. Müsste bei Roboter theoretisch auch gut funktionieren. Ja. Das haut gut rein. C-Spiel Appelsaft der Angriff. Sehr gut. Und? Na, da kommen wir noch nicht durch. Ah, da müssen wir die Schäfchen platzieren. Okay. Gut, kapiert. Aber da runter können wir wahrscheinlich auch noch. Ich finde es so geil, wie der joggt hier, Robo. Was ist dann auf dem Fließband? Igitt. Das sah aber ekelhaft aus irgendwie. Starten wir die Maschine. Die Steuerung ist verschlüsselt. Wir müssen den Zentralcomputer zerstören. Irgendwie sah das nicht wie sie aus. Das sah etwas schäbig aus und nicht wie ein Mensch. Ah, da kommen wir auch noch hier. Einmal Äther voll erhalten. Da kommen wir nirgendwo anders hier. Ja, achso, das ist irgend so ein Lumpe-Mensch wieder. Okay. Das wäre dann hier der Zentralcomputer, ne? Wir speichern noch einmal. Moment. Nur, dass ich nicht hier nochmal eventuell irgendeinen Fehler mache. Hier war nichts mehr, oder? Moment. Alter, ist die hypnotisch, die Musik. Ohne Scheiß. So, und dann hier runter. So. Zentralcomputer wollte er beschädigen. Das müsste der hier sein, oder? Oh je. Bis wir da angekommen sind, ist das, glaube ich, auch schon nichts mehr, ne? Ja. Ja, das wird so nix. Dann müssen wir das anders lösen. Ja. Gehen wir nochmal ins Höher. Mann. Okay, dann muss ich als erste Muttercomputer zerstören und nur kann ich die Menschen befreien. Schätze ich doch jetzt mal, oder? Das wird der Zentralcomputer auch sein. Und nicht das Ding, ohne was ich da gehabt habe. Huch! Projektion. Ja, krass. Tapfer gekämpft und weit gekommen. Ich bin das Mutterhirn der Fabrik der R-Y-Serie. Nun, Prometheus, kommst du zurück zu uns. Ich werde deine Schaltkreise rücksetzen und deinen Speicher löschen. Dann können wir die Menschen entsorgen. Tut mir leid, aber ich darf nicht noch mehr verlieren. Weder mein wertvoller Speicherinhalt noch mein unersetzliche Freunde. Du würdest mich für die Menschen verroten und dich gegen die Familie der Roboter stellen. Ich habe viel von ihnen gelernt. Chrono, Male, Luca, Frog und Ayla. Ich werde meine Freunde nicht verroten. Ho, hu, fu, hu. Das ist ja köstlich. Du bist eine Witzfigur. Du hast Gefühle. Ich werde dir zeigen, wie menschlich du geworden bist. Okay. Okay, machen wir erstmal die Anzeige platt. Und dann das Mutterhirn. Klingt ja fast wie bei Baldur's Gate, das ältesten Hirn. Kotz, Alter.
Ja, okay, die Anzeige sollte man dringendst vernichten. Ah, sehr schön. Das ging ja einfach. Na, okay, das ging fix. Chaos kann schon mal eine Wege machen, du Grete. Probier's ruhig. So, jetzt wärst du erstmal verwirrt. Sehr schön. Nochmal verwirren. Ohne Co-Prozessoren außer Controller. Und? Ja, das macht nicht viel Schade. Das ist in Ordnung. Das kriegen wir hier. So. Batsch. Chrono als weiter drauf. Sehr schön. Zusammenbruch, das war schon. Tja, das war easy. Robo kriegt dann noch ein Level, genauso wie Glenn. Sehr schön. Prometheus war. Und weg ist er. Terraarm und Krisenarm erhalten. Ja, cool. Alle Maschinen von der Fabrik sind für immer stillgelegt. Robo. Geh mal, Freunde. Jo, Allah. Dann war's das wohl hier, ne? Gerade mal gucken, was wir jetzt hier abgestaubt haben für ihn. Terraarm 182 und Krisenarm 99. Angriff variiert je nach eigener Lebenspunktzahl. Kann natürlich ganz cool sein. Aber ich gebe ihm jetzt einfach mal seine Superwaffe, die er sich hier verdient hat. Dann können wir dazu auch noch alle in die Unterkunft. Wieder auftanken. Und dann können wir noch die zwei tauschen. Glenn kommt hier und Markus kommt dann hier wieder. So, habe ich alle soweit? Ah, er hat noch ein bisschen. Er kann noch ruhig ein bisschen was vertragen. Wird er erstmal so Tonic Medium noch reingepfeffert. Dann passt es auch wieder. Gut. Und ich werde jetzt auch sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Alles Optionale ist vorbei. Jetzt fehlt nur noch die Düsteromen und der Endkampf. Und um die Düsteromen kümmern wir uns dann morgen. Also machen's gut und bis dahin dann. Ayan Yankee.